Also, jetzt sind wir vom Obergangster seinem Schlitten, sein Auto eingestiegen. Schauen, was uns erwartet. Danke, Blacksad. Werden Sie nicht bereuen. Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Ich brauche Bobby Yale, damit er gegen Stone antritt. Da steht einfach zu viel Geld auf dem Spiel. Also biete ich Ihnen bei der Suche nach Yale meine Hilfe an. Arbeiten wir doch zusammen. Welche Art von Hilfe brauchen Sie denn? Einen einfachen Austausch von Informationen. Sie sind ein guter Detektiv und ich, nun, sagen wir einfach, dass ich da so meine eigenen Mittel und Wege habe, Leute zum Reden zu kriegen. Ich denke, ich muss Ihr Angebot ausschlagen. Was? Machen meine eigenen Mittel und Wege Ihnen Angst? Bitte, lassen Sie mich ausreden. Sagen wir, ich wette ein Bier darauf, dass wir Yale in 3 Tagen finden und Sie wetten ein Bier dagegen. In 3 Tagen muss einer dem anderen ein Bier ausgeben. Ist das denn jetzt so schlimm? Wir sind 2 erwachsene Männer, die sich mit ihrem eigenen Geld und aus freien Stücken privat austauschen. Und was noch wichtiger ist, wir tun niemandem etwas zuleide. Also, ja, ich bin im Glücksspiel tätig. Was ist daran so schlimm? Es ist zunächst einmal unmoralisch. Unmoralisch? Ich will Ihnen mal sagen, was unmoralisch ist. Die Art und Weise, in der unsere Regierung Amerika zugrunde richtet. Wir leben in einem sogenannten freien Land, wo ehrliche Leute ihr Auskommen finden können, solange sie niemandem etwas zuleide tun. Wir sind keine Kommunisten. Also, zumindest ich nicht. Hätte auch nie was anderes gedacht, was mich angeht. Mit Verlaub, das geht Sie nichts an. Oho, also schön. Vergessen wir es. Wie auch immer, darum geht's ja gar nicht. Die Regierung hat die Werte unserer Nation verraten. Mit ihren Kommunistengesetzen macht sie es einem ehrbaren Mann wie mir unmöglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne jemandem Leid zuzufügen. Und das, Mr. Blacksad, ist einfach nicht richtig. Ich würde sogar sagen, dass das verfassungswidrig ist. Verstehen Sie mich jetzt? Gut, aber das rechtfertigt noch lange nicht, wie Sie Ihr Geld verdienen. Ach, mein Lieber, haben Sie mir gerade überhaupt zugehört? Egal. Sollte die Regierung solche Gesetze beschließen, bleibt dem Volk nur noch eine legale Waffe. Die gleiche Waffe, die Amerika erst zu einer so großen Nation hat werden lassen. Ziviler Ungehorsam. Als stolzer Amerikaner, der ich nun mal bin, ist es meine Pflicht, Widerstand zu leisten. Sie biegen sich die Wahrheit zurecht, um das organisierte Verbrechen zu rechtfertigen. Ach, keineswegs. Das mag organisiertes Verbrechen gewesen sein, aber das ist nun vorbei. Ich war nicht immer der Boss, wissen Sie? Nein, mein Herr. Ich habe ganz unten angefangen, als Lucky Blitzen noch das Sagen hatte. Dieser Taugenichts. Er hatte ein Schreckensregime installiert. Erpressung, Gewalt, Sie wissen schon, solche unerfreulichen Dinge. Als ich dann übernommen habe, wollte ich, dass mir die Leute nicht aus Angst gehorchen, sondern aus Dankbarkeit. Ich beschloss, den Leuten zu helfen, damit sie mir helfen. Die Abreibung, die Ihre Schläger mir verpasst haben, war wirklich sehr hilfreich. Haben Sie vielen Dank. Die armen Trottel wussten noch nicht mal, dass Sie Detektiv sind, dass Sie auf unserer Seite sind. Vielleicht zu Anfang. Aber als Sie mich gefesselt und mir die Seele aus dem Leib geprügelt haben, wussten die ganz genau, wer ich bin. Ist das wahr? Das ist gegen meine Regeln. Wer war das? Es war Wilson. Dieser Mistkerl. Nur keine Sorge. Ich werde mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ein solches Verhalten kann ich einfach nicht tolerieren. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, Mr. Blacksad. Wissen Sie, für mich arbeiten eine Menge Leute. Viele Familien hängen von meinem Unternehmen ab. Nicht nur das. Das St. Christophorus Hospiz gibt es praktisch nur wegen meiner Spenden. Die Witwen aller meiner verstorbenen Mitarbeiter sind für den Rest ihres Lebens versorgt.
Die Kinder gehen kostenlos zur Schule. Die Bullen lassen mich in Ruhe, weil sie wissen, dass ich niemandem schade. Im Gegenteil. Und... mir scheint, wir sind da. Okay. Yales Apartment? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin auf Ihrer Seite. Nur zu, durchsuchen Sie den Laden. Ich warte hier unten. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie ja vielleicht noch Ihre Meinung und teilen mir Ihre Erkenntnisse mit. Oder nicht? Ist Ihre Entscheidung, Mr. Blacksad. Keine Sorge, es wird Ihr Schaden nicht sein. Wilson, herkommen! Das Schlimmste daran, dass O'Learys Jungs hier aufkreuzten, waren nicht die Prügel, sondern der Umstand, dass ich nicht sicher sein konnte, was von denen war und was von Yale. Das ist wohl kaum das ideale Getränk für einen Sportler, könnte aber auch die typische Verpflegung für Schläger sein, die in Diensten eines Buchmachers stehen. Cool, mit der Hockey-Bildli. Bobby scheint mir ein netter Junge zu sein, aber ich kenne ihn ja kaum. Was ist jetzt das da? Ein Buch? Boah, französische Fabeln aus dem 17. Jahrhundert. Diese Mare muss eine stinklangweilige alte Schachtel sein. Das ist sicher ein Geschenk von anderen. Wow, okay, wieder cool. Okay. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Ja, okay. Was da irgendwie durch? Jetzt hängt er. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Ist man da? Buh. Das Hockey-Bildli. Cool. Oh, Jesus Maria. Bobby schien mehr als nur das Boxtalent seines Vaters geerbt zu haben. Neben der Neigung, sich einfach in Luft aufzulösen, natürlich. Schöne Kette. Ah, du magst also Mafia-Geschichten, was, Bobby?
Wozu braucht jemand so einen großen Schrank für so wenig Klamotten? Es sei denn, jemand hat den Schrank erst kürzlich leergeräumt. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, bitte wieder ein Hockey-Bildchen. Exemplar 1 von 3. Kennst du welche von seinen Verwandten? Sein Vater, Avenarius. Avenarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Ich weiß zwar nicht, wie Yales Vorliebe für Eingelegtes mir helfen soll, diesen Fall zu lösen, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Der Duft einer Frau. Himmlisch. Jo. Das bedeutet, sie war kürzlich hier. Aber warum? Was hat die liebe Mary mit Yale zu schaffen, dem Tatverdächtigen in einem Mordfall? Echt irgendetwas noch vergessen. Schublade. Gut, habe ich gut, habe ich das angeschaut. Hey, das wäre jetzt ein blöder Panzer gewesen. Das Bild hätte ich nie mehr gefunden. Nie mehr. Als ich ging, sagte ich O'Leary, dass ich nichts gefunden hätte. Sobald ich allein war, ging ich zu Marys Wohnung. Aber vorher nahm ich ein kleines Abschiedsgeschenk für sie mit. Ich habe Engeln noch nie getraut. Mr. Blacksad, das ist ja eine... Überraschung? Wenn sie fallen, verwandeln sie sich in Dämonen. Joey hat mir erzählt, dass er den Nachmittag damit verbringen wolle, den Boxclub zu streichen. Und Bobby wollte irgendwas am Dach reparieren. Als ich die Leiche gefunden und die Polizei gerufen hatte, bin ich zu Bobbys Wohnung. Doch er war nicht dort. Wie haben Sie die Tür zu seinem Apartment geöffnet? Ich glaube, die stand bereits offen. Alles ist so verwirrend. Es tut mir leid, Mr. Blacksad. Muss es nicht. Ich bin hier, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ihnen ist aber schon klar, dass Sie einen Mörder decken.
Was? Ich decke überhaupt niemanden. Na gut. Ich denke, es ist an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen. Ich weiß, dass Sie dann mit Yale betrogen haben. Oder war es dann doch umgekehrt? Nein, wie können Sie so etwas auch nur denken? Wie können Sie mich vom Gegenteil überzeugen? Ich habe in Yales Apartment ein Foto gefunden. Es zeigt Sie und ihn auf einer Achterbahn. Können Sie mir das erklären, Miss Purnell? Ich bin nicht weiß, Mr. Blacksad. Was? 7 meiner Urgroßeltern waren weiß. Der 8. war schwarz. Per Gesetz bin ich eine Schwarze, selbst wenn mein Fell das Gegenteil sagt. Wissen Sie, was das heißt, wenn man in North Arlington, Alabama geboren wird? Rassentrennung bei der Gesundheitsvorsorge. Also deutlich schlechtere Bedingungen für Farbige. Wir haben sogar unsere eigenen Trinkbrunnen zum Teufel. Diese getrennt aber gleich Doktrin und all dieser... Dieser Dreck. Und all diese Lügen. Deshalb bin ich hierher gezogen. Niemand weiß, welche Fellfarbe meine Urgroßeltern hatten. Ich verstehe Sie nur zu gut, Mary. Stellen Sie sich doch nur mal vor, Sie wären auch eine Frau. Er ist mein Neffe, Mr. Blacksad. Joey und ich haben uns um den armen Bobby gekümmert, seit meine Schwester starb, als er 15 war. Wir 3 sind zusammen in den Lunapark gefahren. So kommt also Joe Dunn ins Spiel. Bobby war der Einzige, der das von mir und Joey wusste. Wir hatten Angst, dass jemand meine Vergangenheit missbraucht, um seine Karriere zu ruinieren. Ist nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte höre. Sie hätten mir das schon eher sagen sollen. Ich habe das mein ganzes Leben lang verborgen. Tut mir leid. Sind Sie sicher, dass Sie nicht wissen, wo Ihr Neffe sich aufhält? Ich habe ihn überall gesucht. Er ist nirgendwo zu finden. Keine Sorge. Ich finde ihn schon. Danke. Fernseher und Radio in einem. Wo sollen diese verrückten Zeiten noch enden? Weiblichkeit fängt zu Hause an. Mary riecht nach... Im Grunde riecht das ganze Zimmer wie ein frisch gebackener Kuchen, weshalb ich keine anderen Gerüche mehr unterscheiden kann. Hey, was ist noch los? Irgendetwas, ja. Frisch aus dem Ofen. Das ganze Zimmer riecht nach Kuchen. Dieser Kirschkuchen riecht so gut, dass ich so langsam Hunger kriege. Danke. Ich habe ihn gerade rausgeholt, kurz bevor Sie gekommen sind. Ach,
Wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin die schlechteste Gastgeberin der Welt. Ist sicher vergiftet. Lassen Sie mich ein Messer aus der Küche holen. Und Sie haben sicher Durst. Mal sehen. O-Saft, Kaffee. Wasser reicht, danke. Sie hat auf beiden Bildern das Gleiche an. Also sagt sie wahrscheinlich die Wahrheit. Tut gut, sich ab und zu mal zu recken. Ja, okay, das war ein bisschen das Falsche gewesen. Der ist vergiftet. Was ist der ganze Kuchen? Mir ist da gerade im Schlafzimmer das Doppelbett aufgefallen. Ihnen ist... Was? Tut mir leid, ich musste sicher gehen, dass sich Bobby Yale da nicht versteckt. Ach ja, natürlich. Joey hat die Wohnung gekauft. Sollte nach der Hochzeit unser Zuhause werden. Ich bin aus meiner Wohnung ausgezogen und hier eingezogen, um etwas Geld zu sparen. Wäre er aus seiner eigenen Wohnung ausgezogen und hier eingezogen, hätten Sie gleich doppelt gespart. Ich bin keine Nutte, Mr. Blacksad. Jetzt, wo fast kein Kuchen mehr übrig ist, hat sich der Duft auch verzogen. Interessant. Jetzt riecht Mary wie ein riesiger Hund. Mary, wann hören Sie endlich auf, mich anzulügen? Ich weiß, dass Ihr Neffe hier ist. Ich kann ihn riechen. Was? Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Hören Sie, ich kann ja verstehen, warum Sie ihn beschützen wollen. Aber es ist in seinem besten Interesse, mit diesem Versteckspiel endlich Schluss zu machen. Sie können ja gern das ganze Haus durchsuchen, wenn Sie wollen. Nur zu. Er ist nicht hier. Hören Sie, wenn er Sie dazu zwingt, sagen Sie es mir einfach. Ich werde auf Sie aufpassen. Das würde Bobby niemals tun. Moment mal. Sie ist nicht diejenige, die so riecht. Von dort kommt Bobby Yales Geruch. Verstehe. Deswegen haben Sie da gesessen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, tun Sie. Würden Sie bitte zur Seite gehen, damit ich mal nachsehen kann? Verschwinden Sie! Mary, um Himmels Willen, weg mit dem Messer. Los jetzt, oder... Mary, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich mein's ernst. Ich will Ihnen nicht wehtun. In Ruhe!
Ups. Ich mein's ernst. Ich will Ihnen nicht wehtun. In Ruhe! Bobby! Krankenwagen. Tun Sie, was ich sage. Rufen Sie einen Krankenwagen. Bei einem Herzanfall muss man an 2 Sachen denken. Erstens ruhig bleiben, zweitens bei der Herzmassage einen Stoß pro Sekunde. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi. Bobby! Ach, Bobby! Danke. Danke. Ich hatte jede Menge Gründe, jenen Tag für einen großartigen Tag zu halten. Ich hatte bei einem Selbstmord ermittelt. Ich hatte herausgefunden, dass wir es in Wahrheit mit einem Mord zu tun hatten. Ich hatte den Hauptverdächtigen ermittelt und dingfest gemacht. Und ich hatte jemandem das Leben gerettet. Oh, krass. Okay. Und dennoch schrie in mir eine Stimme, dass hier irgendwas faul war. Schrecklich faul. Ja, aber die alten Autos sind schon cool, ey. Super Setting. Dass Sie sich bloß nicht in Selbstjustiz üben, John. Ich hoffe, dass wir keine einsamen Rächer sind. Ich will eine Pistole. Was zur Hölle? Jede Menge Gewalt, Erpressung und Opfer. Jetzt ist schon Spital. Ich hasse Privatdetektive. Du bist tot, Katze.
Sind Sie das, Smirnoff? Sie scheinen mir recht aufgewühlt zu sein. Albtraum? Ja, von der Sorte habe ich jede Menge. Willkommen im Club. Wie auch immer, warum gehen Sie nicht nach Hause? In seinem jetzigen Zustand wird Yale nicht abhauen. Außerdem ist das jetzt unsere Sache. Wer ist das? Können wir dem vertrauen? Ich weiß, wie ich meine Leute auswähle, John. Bei Ihnen bin ich mir da nicht so sicher. Sie hatten mir versprochen, sich nicht einzumischen. Hätte ich nicht eingegriffen, wäre Bobby Yale jetzt vielleicht tot. Wenn Sie mich gewarnt hätten, wäre sein Herzanfall vielleicht zu vermeiden gewesen. Wie dem auch sei, passiert eben. Rechts. Wann genau ist Ihnen klar geworden, dass er dann ermordet hat? Hat er ja gar nicht. Nicht sicher. Nur so aus reiner Neugierde. Immerhin bin ich ja Polizist. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob Yale jemanden umgebracht hat. Was ist mit dem Motiv? Irgendeine Idee? Yale war mehrere Jahre in einer Gang. Er hat dann sogar mit einer Kanone bedroht. Wow, das ist ja interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie auch immer, hoffentlich kann Yale mehr dazu sagen. Dürfte ich ihm wohl einige Fragen stellen, wenn er wieder wach ist? Das machen Sie doch sowieso, ob ich es erlaube oder nicht. Ich fühle mich nicht hintergangen. Sehen Sie im Gegenzug mal auf dem Revier vorbei, wenn es keine Umstände macht. Ihre Ermittlungen könnten meinen Leuten wirklich weiterhelfen. Die übrigens sicher schon darauf warten, dass ich Mary Purnell verhöre. Mann, die war ja praktisch nicht von Yale wegzukriegen. Sie hat in den letzten Tagen eine Menge durchgemacht. Seien Sie nett zu ihr. Natürlich. Schließlich sind wir ja trotz allem keine einsamen Rächer. Und Sie ruhen sich mal aus. Sie werden es weiß Gott noch brauchen. Mach ich. Danke für den Tipp. Die Schwestern sollen sich mal ihr Gesicht ansehen. Sie sehen aus wie ein geprügelter Filmdetektiv. Ich fürchte, der Film ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe sehr, dass Sie sich irren. Übernehmen Sie, Officer. Alles klar. Ich lasse Sie in 6 Stunden ablösen, verstanden? Doktor. Wer sind... Ach, der Detektiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ganz gut gegen den Burschen geschlagen. Besser als wahrscheinlich die meisten. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Also, ich falle immer auf die Füße. Dr. Palmer. Unsere Gesellschaft traut Reptilien nicht über den Weg. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem besteht darin, dass wir glauben, hinter unserem Misstrauen stecke irgendeine fundierte Logik. Wie geht's Yale? Ist er wach? Oh ja, schauen Sie bei ihm rein, bevor er wieder einschläft. Wobei, versuchen Sie mal lieber, ihn nicht mit allzu vielen Fragen zu behelligen.
Wird das Langzeitfolgen für seine Gesundheit haben? Ist noch zu früh, um das sagen zu können. Immerhin hatte er einen Herzanfall. Zieh Leine. Ich will dich nicht sehen. Der Arzt hat gesagt, ich soll schlafen. Zigarette rauchen. Man hat nicht oft die Gelegenheit, in solcher Ruhe dermaßen geschwächte Verdächtige zu verhören. Seine Körpersprache ohne Ablenkungen studieren zu können, ist ein seltenes Geschenk. Sein Puls wird schneller. Das könnte bedeuten, dass er lügt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur reine, ungebändigte Wut. Er sieht mich direkt an. Wenn er meinem Blick nicht standhalten könnte, würde er wohl lügen. Doch das ist hier nicht der Fall. Er ballt die Faust. Ein Zeichen zurückgehaltener Wut. Geballte Faust, schneller Puls, fixierender Blick. Er ist wirklich wütend auf mich. Tut mir leid, dass du mich nicht sehen willst, aber... Ich hab dir das Leben gerettet, Kleiner. Vielleicht ist dir meine Tante ja dankbar. Ich auf jeden Fall nicht. Zum Glück habe ich gerade meine Medizin gekriegt. Ich werde gleich einpennen. Schön, ich komm gleich zum Punkt. Warum hast du Joe dann umgelegt? Was? Willst du mich jetzt durcheinander bringen? Joe hat sich erhängt. Dan war zu klein, um sich selbst mit diesem Seil zu erhängen. Dann stimmt das also. Man hat ihn ermordet. Ich weiß, dass die Tatwaffe dir gehört hat. Was? Das Seil? Ich kapier's nicht. Welche Waffe meinst du denn? Spiel keine Spielchen mit mir, Kleiner. Ich mein den Expander. Ein Expander? Hatte ich noch nie. Na gut. Sagen wir einfach, ich glaube dir. Der Täter hat dann mit einem Expander getötet und Indizien platziert, damit wir an einen Selbstmord glauben. Er hat aber genügend Spuren hinterlassen, damit wir auch ganz sicher die wahre Mordwaffe finden. Dann hat er den Expander in deinen Spind gelegt, um dich zu belasten. Fällt dir jemand ein, der so verschlagen ist? Und auch noch ein Motiv hat? Ich weiß es nicht. Desmond O'Leary scheint mir auf jeden Fall verschlagen genug zu sein. Hatte der was gegen Dan? Bin mir nicht sicher, ob die sich überhaupt kannten. Zumindest nicht persönlich. Vor etwa einem Monat hat Joe einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen. Der wollte eine Visitenkarte dalassen. Jake Ostiambi. Ja, genau. Hat Jake dir davon erzählt? Sowas in der Art. Was ist mit Frank Cassidy? Glaubst du, der hat ein Motiv? Vielleicht. Vor ein paar Wochen hat mich Joe zu einem Treffen des Verbandes der Boxmanager mitgenommen. Geleitet von Cassidy. Ja. Er war wie davon besessen, es für Boxer illegal zu machen, ohne einen Manager zu kämpfen. Oder ohne einen nicht organisierten Manager. Alle waren einverstanden, bis Joe das Wort ergriff. Er sagte, damit würden wir auf das Niveau der Mafia sinken. Dass Cassidy diesen Verband nur gegründet habe, um ein Monopol auf den Sport zu haben und so richtig abzusahen. Da sind die anderen ins Grübeln gekommen. Und Cassidy stand mit leeren Händen da. Armer Cassidy. Was ist mit Sonja dann? Sonja? Wohl kaum. Sie ist seltsam, aber sie ist seine Tochter. Hab schon Schlimmeres gesehen. Glaub's mir. Blacksad, ich denke, ich schulde dir eine
Also. Weißt du, mein Vater ist verschwunden, als ich 6 war. Direkt nachdem er einen Kampf gewonnen hatte. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Hast du auch mal eine Ahnung, was das für ein Kind bedeutet? Wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn es keinen Joe Dunn in meinem Leben gegeben hätte. Selbst als ich Jahre später auf die schiefe Bahn geraten bin und ihm eine Pistole an die Schläfe gedrückt habe, er hat mich trotzdem unter seine Fittiche genommen und in die richtige Richtung befördert. Und jetzt, wo er weg ist, riskierst du dein Leben, um seinen Mörder zu finden. Danke. Danke für... Die Anzahl der Zigarettenstummel verhält sich umgekehrt proportional zu der Anzahl Stunden, die ich geschlafen habe. Verdammt, so ein Mist! Die Hände sagen eine Menge darüber aus, was in einer Person vor sich geht. Ist es normal, dass sich seine Augen so bewegen? Er scheint unruhig zu sein. Soll ich das jemandem erzählen? Was haben wir noch mit? Sehen Sie? Überhaupt kein Fieber, kein bisschen. Ich nehme an, er hat einen Albtraum. Sind Sie sicher? Hätten Sie etwa keine Albträume nach allem, was er gestern durchgemacht hat? Ich jedenfalls würde bestimmt nicht schlafen können. Ich habe selbst Albträume. Ich habe sie schon lange. Ach, der arme Kerl. Soll ich Ihnen sagen, was mein Albtraum ist? Es ist diese abscheuliche Hexe, mit der ich hier arbeiten muss. Nur gut, dass sie um 12:30 in den Operationssaal muss, aber von mir aus könnte sie schon deutlich früher gehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie auch immer. Danke, dass Sie mir Bescheid gegeben haben. Und dass Sie ihn hierher gebracht haben. Sie haben ja keine Ahnung, wie aufregend es ist, bei einem Kriminalfall dabei zu sein. Es mag ihr vielleicht nicht wichtig sein, aber ich muss mir seine Patientenakte ansehen. Mit dem sind schon da. Was kann ich jetzt im Sinn schon mit anrufen? Oh. Nein, die Fußabdrücke stimmen nicht überein. Wenn Yale Joe Dunn umgebracht hat, dann ist er nicht in die Farbe getreten. Oder er hatte andere Schuhe an. Okay.
Ja, mal. Dann wäre es das gewesen. Ich verabschiede mich und bis bald wieder. Ciao zusammen.